Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig und wir sind hier in der Höhle rumgestolpert und jetzt macht's irgendwo aus dem Eck ein Moment mal. Und die Turks sind wieder durch. Ich nenne die jetzt einfach die Türke. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier den aktuellen Deutschland- oder Europa-Türkei-Konflikt aufwiegle will oder sonst was. Es ist einfach nur dem Namen Turks geschuldet, dass ich die jetzt die Türke nenne. Ich hab gehofft, dich nie wieder zu sehen. Weißt wer ich bin? Von der Türke, oder? Na, wenn Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Türke machen. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt, kannst das so sagen. Aber es ist nicht alles, es ist jetzt noch mehr. Sir! Ist okay, Rude. Ich weiß, du magst Gerede, also brich da keiner ab. Elena, dann erklär du's. Ich bin's neueste Mitglied von der Türke, die Elena. Das klingt doch sehr türkisch. Dem, was du Rino da hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenig sind. Obwohl, desto Wege bin ich zu der Türke befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir rausfinden, wo jeder Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Elena, du babbelst zu viel. Herr Zeng? Es gibt keinen Grund, Ihnen was von unserer Order zu erzählen. Entschuldigung, Zeng. Ich habe gedacht, ich hätte dir Befehle erteilt. Geh jetzt. Vergiss nicht, einen Bericht zu schreiben. Ja. Sehr gut. Rude und ich während der Sephiroth-Folge. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Elena, du scheinst ja zu verstehen. Oh. Entschuldigung. Geh. Lass das Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Da klettern sie die Ranke um. Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem die Wunde, die ihm zugefügt hast, kalt wären. Er wollte euch allerseits Zuneigung mit einer neuen Waffe beweisen. Naja, dann... Wo ist denn die Eris? Nicht bei euch? Eris ist nicht bei uns, sie ist bei der anderen. Oh, Grüße von mir. Ja, reizend, du alter Frauenschläger, Widerlingstyp. Okay, aber es kommt wenigstens nicht zum Kampf mit den Turks. Noch nicht. Die werden uns immer mal wieder begegnen. Und die werden auch immer wieder Endbosse stellen oder Zwischengegner. Elixier und Heiltrank. Heiltrank. Okay. Dann sind wir jetzt so durchmarschiert. Und sollten vielleicht mal mit gutem Beispiel vorangehen und durchgehen, wo der Reno und der Zeng verschwunden sind. Und was haben wir hier Schönes? Wieder Kobras und die, wie heißen sie? Maduk. Genau. Zünden wir das Vieh an. Ach ja, ich wollte euch noch Schokomock zeigen. Genau. Das wollte ich noch unbedingt machen. Ich habe euch ja auch gesagt in der letzten Folge, dass es rote Materia bzw. Beschwörungsmaterias gibt. Und das will ich euch nicht vorenthalten, weil Beschwörungen, Amoklauf, Trophäe erhalten, Beschwörungsdebüt in Kupfer. Großartig. Genau, Beschwörungen sind auch immer mit einer Sequenz verbunden und für gewöhnlich sehr starke Flächezauber. Die kosten halt auch MP. Ich bin jetzt auch schon in den gelben Bereich von 30 MP gerutscht. Barret ist auf Level 50, großartig. Ja, aber für so viel Gegner ist das natürlich absolut perfekt. So, jetzt sind wir wieder auf der Weltkarte. Wir gucken uns mal um. Und da ist was. In der Ferne. Was ist das? Aber wir sollen zum Hafen von Junon. Da soll angeblich das Sephiroth stecken oder unterwegs sein. Wir speichern jetzt erstmal. Und sind jetzt in der Junon-Region. Kommt auch noch was Großartiges auf uns zu in Junon. Vor allem mal eins von meiner absolute Lieblingslieder aus dem ganzen Soundtrack. Ihr werdet es dann schon sehen oder hören, beziehungsweise jeder, der das Spiel kennt, der weiß, was ich meine.
Ah, mit Dreieck wechsle ich sogar. Okay. Versetzt sich selbst in Tobsucht und hasst. Nee, das machen wir nicht. Wir machen einen Angriff normaler. Und Barrett kann das Vieh hier niederstrecken. Sehr schön. Großartig, nach wie vor großartig. Okay, das lebt noch. Dann können wir uns alle Heiler. Und der Red kann ihm der Rest geben. Sehr schön. Ach ja, die Beschwörungsmaterias finde ich sowieso großartig. Es ist zwar immer nur die Endbeschwörung, die man machen kann. Also nicht mehrere. Aber sie wird immer stärker, je höher die Materie aufsteigt. Wir haben Shinra lange Zeit auf dem Schlachtfeld hier bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, werdet ihr uns im Kampf gegen so unterstützen. Herr Nemol, wir wollen euch nicht drängen, wenn ihr gerade in eine andere Sache stecken. Warum bringt ihr die nicht zuerst zu Ende? Wo liegt ein Junon? An der Küste entlang nach Norden, wenn man Weili lauft, kommt man direkt nach Junon. Passen gut auf. Obacht, Basser, denn es liegt im Schatten vom kleinen Berg. Okay. Dann wollen wir denn doch mal im Kampf gegen Shinra auch helfen. Wir helfen euch. Wirklich? Dann geht noch oben. Man wird euch die Einzelheiten erklären. Fort Condor. Das ist auch eine schöne Nebenquest, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir da hoch. Das werden wir auch später nochmal im Spielverlauf machen. Aber jetzt geht's erstmal hier hoch. Und ich will die gegen Shinra unterstützen. Ach ja. Der wunderschöne schräge Musik. Das ist das. Das ist was, ich hätte nie gedacht, dass es jemand bis hierher schafft. Der Asen, anders, na wie immer. Nicht mehr lang, dann tobt ihr Schlacht gegen die Annelien. Ihr sollten euch lieber abtauchen, bevor nachher gezogen werden. Die Annelien? Was wollen dann die Deppe hier? Die Annelien. Wir scheinen mit der Annelien auch ein Problem zu haben. Schließlich hat er bis hier hochgeklettert. Na Herr Moll, einfach zu, was ich zu sagen hab. Leck los. Wie das auf dem Gipfel das vom Berg ist? Hä? Was denn da? Der Reaktor und ein Kondor. Du bist ja scharfsinnig, ja? Es ist ein Reaktor und ein Kondor. Die Annelien scheinen den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß, aber warum wollen sie mit Gewalt loswerden? Das ist nicht besonders logisch, wa? Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Und als der Kondor gekommen ist, hat die Annelien schnell Truppe hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von dem Berg weghaben. Der Kondor brüht jetzt ein Ei aus, was nur alle paar Jahre passiert. Wir wollen den Kondor vor Schaden schützen. Neues Lever. Ich mach's, ich schütze ihn vor der Annelien. Um das Ei zu schützen, will ich auch den Reaktor schützen. Leider können wir nicht selber gegen die Annelien kämpfen, deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unser Gönner kannst du uns vielleicht mit einer Spende helfen. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Was gibt's noch zu überlegen? Wir müssen das machen. Dann entscheidest du, was wir machen. In Ordnung. Hey, wir helfen euch. Alles klar, ich will auch helfen. Sehr schön. Dann gehen wir erst nochmal hier runter. Du könntest mal theoretisch nochmal Rastei legen, was auch nicht verkehrt wäre, denke ich. Zack. Ja, dann machen wir das doch noch in der Episode halt. Ach, wenn sie dann ein bisschen länger wird, aber das machen wir halt. Pennen wir erst mal. Jo, das machen wir. Ich bin bekanntlich nicht der beste Schachspieler. Und, Strateger. Deswegen, wenn die unser Basis stürmen, müssen wir selber in den Kampf eingreifen. Fort Condor. Jo. Und wenn wir in den Kampf selber eingreifen, dann sollten wir fit und, ja, sollten soweit sein. Da gibt's auch noch was. Okay. Hallo, wir müssen nur durchhalten. Hitze, Gewitter. Das haben wir auch noch nicht. Genesung, Hämmer, Kältehämmer, Gewitterhämmer. Oh, doch, natürlich, Gewitterhämmer.
Und Hitzehämmer. Die haben wir alle schon. Bleib dran! Und du Hämmer. Objekte. Okay. Alles klar. Nix, was wir nicht schon hätten. Also, auf in den Kampf. Jetzt wird's ernst. Jetzt gehen wir da hoch und schützen den armen Kondor auf dem Reaktor. So, na? So, da geht's hoch. So, du bist. Danke. Lass mich unsere Strategie erläutern. Der Feind wird den Berger klimmen und noch im Reaktor suchen. Wir stellen Falle auf und heiern Soldaten, um das Gebiet zu verteidigen. Tja, das ist alles, was wir haben. Das Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollen, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldat anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Um 20 anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verdient, um die Soldaten anzuheuern, Falle zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wenn ihr keine Zeit habt, würden wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spenden, können wir Soldaten anheuern und den Angriff von der Annelien abwehren. Wir wissen, dass unser Bitte egoistisch ist. Wenn unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt, wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an, falls der Feind in die Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nur einmal zu verlieren ist das Ende von der Welt, aber wenn man immer wieder verliert, kann es querlich werden. Okay. Ich weiß genau, was da kommt, deswegen wollen wir mal. Doch welche, bitte, wir sind für jede Hilfe dankbar. Okay, wir sind bereit. Obwohl, Gil beisteuern. Wir haben jetzt 15.000. Okay. 3.000 brauchen wir pro Schlacht. Wir steuern immer 2.000 zu. Und dann fangen wir mal direkt an. Okay, bereit. Ey, wir sind knapp bei Kass. Können wir uns vielleicht wenigstens 4.000 geben? Nee, so viel haben wir nicht. Okay. 4.000, das ist aber arg happig. Habe ich überhaupt so viel Kohle noch? Ich habe nur noch einen Tausender noch in der Tasche. Nee, das geht leider nicht mehr. Wobei, wisst was? Wir haben doch noch anderes Zeichen, was wir verkaufen können. Wenn das so teuer ist, der Spaß, dann sollte man definitiv noch ein bisschen was verdienen. Und sollten noch was verkaufen. Das wird halt wahrscheinlich eine lange Episode, ihr liebe Leute. Aber das macht nichts. So. Wir verkaufen. Das Bastardschwert, das kann man nicht verkaufen. Schützt vor Gift. Moment mal. Ausrüster. Der hat die Schutzwäsche. Der Barrett, der kann Desto nehmen. Und der Red nimmt 8 Desto. Ja, okay. So. Dann verkaufen wir mal. Wie viel kostet der? Der gibt 2000. Komm, dann hauen wir raus. Sturmgewehr, das verkaufen wir auch. Mithril-Armband, die hauen wir auch raus, beide. Das mache ich jetzt nicht, weil das der tiefer ihrer ist. Und, ja, komm. 4 Äther hauen wir auch noch raus, dann passt es. So, dann ordnen wir das Ganze nochmal. Noch Feld. Und zack. So, wunderbar. Jetzt haben wir genug Kohle. Und dann let the battle begin. Dann machen wir das mal. Weil das ist eigentlich echt ein schönes Minispiel. Und bringt auch was. So, los geht's. Bereit. Okay. So. Einheiten aufstellen. Die kommen von do angewatschelt. Und ab do ist unser Grenze. Das heißt, wir sollten hier, also da ein Kämpfer, ein Angreifer, Verteidiger, Schütze, Handwerker, Arbeiter, Steinwerfer, Katapult. Okay, wir sollten hier definitiv einen Stähwerfer hier, der das Gebiet hier abdeckt. Dasselbe machen wir hier. Ach, für das Gebiet, genau. Zusätzlich sollten wir hier auch noch einen Apparat haben, der das Gebiet abdeckt. Ein Katapult, okay, das ist nicht so gut. Dann sollten wir, nein, dann sollten wir hier noch einen Verteidiger platzieren. Obwohl, nein, ich will Dendo eigentlich versetzen, wenn das möglich ist.
Nee. Okay. Na gut, dann sollten wir do definitiv noch einen Verteidiger hinstellen. Nicht, dass der dann attackiert wird von den Steinwerfer. Do sollten wir auch noch einen Verteidiger hinknallen. Und hier noch einer. Dann ist unser Basis eigentlich soweit geschützt. Dann sollten wir trotz allem hier auch noch Katapulte, die dort hinzielen. Das könnte man noch aufstellen. Gepaart mit dem Arggreifer. Da unten sollten wir auch noch einen Arggreifer hier. Dann bin ich auch schwer dafür, dass wir hier noch einer hinstellen. Und beim Katapult... Ja, okay. Da geht's nicht mehr. Da sollten wir vielleicht noch einen Kämpfer hinknallen. Und da sollten wir auch noch einer hinstellen. Dann machen wir hier noch einen Kämpfer, hier noch einen Kämpfer. Und da machen wir einen Handwerker. Nett. Oh, mir hängt kaum noch Kohle mehr dafür, okay. Die sind alle zu teuer mittlerweile. Haben wir noch irgendwo was anderes? Irgendwo Geld noch für was anderes, für was Kleines? Nee, es kann losgehen, Elisara. Kampf beginnen. Ich weiß, es ist etwas ranzig gemacht, gerade mit der Grafik. Aber es ist absolut großartig. Wo sind sie dann? Die Annelina. Da kommen sie mit ihrer Beast. Okay. Okay, die Geschwindigkeit machen wir mal hoch, sonst wird das echt nichts mehr halt. Eieieiei. So, ich bin mal sehr gespannt, ob meine Verteidigung das durchhält. So, da kommen sie schon angekrabbelt. 230 halten die aus. 200. Die Kämpfer sind schlechter. Der Arggreifer ist auch noch ein bisschen schlechter. Oh, der Wyvern ist auch noch dabei. Flugeinheit. Huiuiui, das wird ganz schön schwerer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze endet. Ach Gott, ich freue mich auch mal, wie das beim Remake gemacht wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das beim Remake umsetzen, falls sie das umsetzen. Okay, das hat dem schon mal schade gerissen. Auf Feind gestoßen. Okay. Und hier, ach. Okay. Greif denn ruhig an. Und du, mein Lieber, du greifst denn hier auch an. Au, mein Katapult ist schon am Arsch. Okay. Ja, du greifst denn hier an. Und du, mein Lieber, greifst denn auch an. So, du greifst ach denn hier? Nee, du greifst den Wyvern an. Na los. Na egal. Ja, der Hammer, der Wyvern greifst da und du hilfst deinem Kamerad. So. Auf Feind gestoßen. Okay, sehr gut. So, dann wollen wir mal. Warten wir ab, wie gut das funktioniert. Feind zerstört, hervorragend. Dann hilf mal Denner und attackieren mal das Biest. Oh, die kommen von da. Okay. Dann greifst du mal den hier an. Und du hilfst. Und du attackierst das Vieh. So. Okay, sehr schön. Okay. Du greifst den hier an. Ja, das war mir schon klar. Der kann auch nicht mehr so lang. Der haut schon ab. Du solltest mal auch in den Kampf reingehen, Herr Arggreifer. Du, nicht abhauer. Du stirbst hier für dein Geld. Sehr schön. Okay, dann greifst den da an. Und du greifst den hier an. Ich glaube, die durchbrechen unsere Linie sehr locker. Und ihr greift hier an. Ja, der hält nicht mehr lang aus hier, der Knaber. Ach, hier ist es, ja. Dass man immer so schön benachrichtigt wird bei dem Ganzen. So,
Du attackierst. Ach, hier denn? Oh, da kommt der Big Boss. Okay. Da ist soweit in Ordnung. Wir hin. Oh, scheiße. Da könnten sie durchbrechen jetzt. Ah, unser Kämpfer sterben langsam, aber sicher, ja. Das wird nix. Ja. Mein Kämpfer hält auch nie sehr lang aus. Aber er hat wenigstens noch einer mitgerissen in den Tod. Ja. Meine Seite hier, die wird attackiert. Drum sollte ich... So, machen wir das. So wird ein Schuh draus. Okay. Mist, da hat man einmal einen Stern abliefern können. Ja, wir probieren trotzdem nochmal. Ah, Mist, da können wir nichts mehr bauen. Schade, schade, schade. Okay, alles klar. Du attackierst. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich auch in die Lücke rein. Okay, wieder einer weniger. Okay. Du hast auch nicht mehr so lange an deinem Leben. Okay, der verteidigt hier. Und der schießt nach wie vor in die Richtung. Sehr gut, noch einmal. Sehr gut, der hält die Stellung hier am besten. Noch ein Steh und dann ist die Kreatur auch kaputt. Sehr schön. Sehr gut, die Verteidigung hält. Jetzt bleibt nur noch der Big Boss übrig. Dann sollte man unser Truppe nochmal in Richtung Big Boss bewegen. Und gucke, was die anrichten können. Wenn der Big Boss hier die Rampe hochkommt, haben wir natürlich in die Hose geschissen. Aber wenn er hier oder hier rumgeht, dann könnte man noch Glück haben. Okay, der Befehlshaber hat 250 HP. Der hat noch 130. Der hat noch volle. Und der ist auch recht geschwächt. Hui. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das wäre, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Truppe auf dem Feld besiege, weil normalerweise... So. Weil normalerweise verliere ich immer gegen die Truppe auf dem Feld, weil ich ja nicht gerade der beste Kommandant bin. Wir versuchen den Moldohid zu lockern. Eventuell ist er ja blöd genug und folgt uns. Ja, sieht bisher gut aus. Sehr gut. Dann solltet ihr Durchstellung beziehen. Sehr gut. Der rennt uns in die Spalte hinterher. Angegebene Position erreicht. Wer? Okay, dann solltest du da hoch. So. Okay. Dann solltest du auch nochmal da hoch. Dann rennt er da wenigstens noch rein und wird noch ein bisschen verletzt. Also das können wir wenigstens noch veranlassen. Sehr schön. Ihr bleibt jetzt alle auf eurem Posten. Dann kriegt er vielleicht noch 30 HP oder so. 40 hat er sogar schon gerissen. Sehr gut. Der muss jetzt aber auch erstmal das Ding zerstören. Oh, das ging aber fix. Okay. Dann machen wir das so. Der kämpft schon. Und du kämpfst auch noch. Wow, der reißt aber verdammt viel Schade. Ich glaube, das wird nix. Ich glaube, unser Leid halten das nicht aus. Oder? Oder könnten sie... Sie hätten das Unmögliche gepackt. Sehr geil. Feindesangriff aufgehalten. Super. Wow, das war gut, aber die Annelin-Truppe werden wiederkommen. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Mehr noch 3 Einheiten. Hier sind 600 Gil. Oh ja, das habe ich gerade auf dem Schlachtfeld gefunden. Vielleicht kennen das auch Gebraucher. Zauberkamm. Das ist natürlich geil. Später ist das Sieg hier noch mit einer Materia verbunden. Zauberkamm, das sieht aus, als könntest du Red tragen. Genau, wow, wow.
Zauberkamm gibt ihm extrem viel wieder zu... Boah, 3C Angriff hoch. Das ist natürlich super geil. Jetzt müssen wir aber bei seiner Materia gerade noch gucken. Da ist Nebenwirkung nur drin. Okay, alles klar. Sehr gut. Wow, super. Das heißt, wir hängen jetzt für The Red hier ein richtig geiles... ein richtig geile Clip erstanne. Neue Waffe erstanne. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Und ja... Das war jetzt nur mal der erste Vorgeschmack. Wir werden im Laufe von der Hauptstory hier auch noch mal landen und werden dann auch mit einer schönen Materia noch belohnt. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir machen uns morgen auf den Weg nach Junon und das war's für heute bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also bleiben gespannt, Junon wird auch nochmal ganz, ganz großartige Region. Machen's gut und bis morgen dann. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, dass ich euch so ein bisschen einmal die Nebenquests hier gezeigt habe. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.